Das kommt davon. Wenn man sich eine gescheite Spülmaschine leisten kann. Passiert. Ich glaube, die Maßkriegs sind nicht gescheit sauber geworden. Aber wer waren wir, wenn wir das nicht einfach jetzt durchziehen da trotzdem? Das. Ja. Akzeptieren war jetzt ein großes Wort, finde ich. Für mich ist das, ich sage mal, ich dulde es. Ja. Es ist nicht noch. akzeptieren. Ich finde, das ist genauso für mich wie, mit was kann ich denn vergleichen? Wie alkoholfreies Bier. Ich akzeptiere es nicht. Ich werde es niemals akzeptieren. Ich auch nicht. Ich werde es auch niemals Niemals. verstehen, aber ich dulde es, dass es andere Menschen trinken. Wenn die zum Beispiel Fahrer sind. Ist okay. Oder wenn es halt dumme Berliner Piep sind. Ja. Verstehe ja. Eben. Übrigens, du bist ganz schön leise, oder du sagst da gar nichts. Ja, ich mache jetzt gerade fast gar nichts, Mensch. Was hast du ich habe letzte Woche eine E-Mail gekriegt. Von wem denn? Jetzt bin ich Von gespannt. unserem Podcast-Publisher. Mhm. Unser Podcast ist in die Top 200 Comedy-Podcasts in Deutschland. Stimmt. Das kann ich gar nicht fassen. Ich glaube, es gibt halt einfach nicht so viele Comedy-Podcasts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da oben irgendwie in einer Form mitspielen werden. Glaube ich auch nicht. Deswegen sind wir unter den 200. Vor Nein, 200. wir sind Platz 250 oder sowas. Also wir sind unter den 200, ja, aber wir sind Platz 250 von keine Ahnung, wie viel es gibt. 400 oder so. Stoß nochmal hoch. Scheiß drauf. Die fettige Maus, Alter, fuck, ey. Ja. Wenn man es jetzt zum Licht betrachtet. Deswegen niemals Schaut den das- Maxi abspüren lassen. Stimmt, hat sie auch gespielt, gell? Ja. Mei. Ja, Thomas, was ist denn am war Wochenende aggressiv. alles so passiert? Du, ich kann da gar nichts mehr sagen. Ich kann dir sagen, dass ich mir vorgenommen habe, nur einen Tag an dem Wochenende zum Saufen. Ja. Schlussendlich habe ich dann bis auf Samstag, weil da haben Ich wir würde sagen, Training das gemacht. waren 2,5 irgendwie. Also, Samstag habe ich ja schon ein bisschen gesoffen. Freitag war lang, Sonntag war Ja. in der Früh, von dem her kann man eigentlich schon Ja, sagen, 2,5 In Tage. der Früh bis abends. Oh Gott. Na, aber am Freitag, was haben wir da gemacht? Das haben wir in München, glaube ich. Weißt Und du, warum ich nach München gefahren wir bin? sagen es mal so, die Fahrt war besser als da, wo wir waren. Nie wieder. Absolut nie wieder. Der Martin muss ja jetzt erst einmal revidieren. Ja. Der Martin, der muss jetzt erstmal wieder Ruf aufbauen. Ich höre nicht mehr auf den Kerl Na, sonst. über Bayern? Nö, Na, absolut nicht. komm, gehen wir in das Bar-Opening. Da sind ein Haufen Models und ein Haufen scharfe Leute und so. Was waren da 16-Jährige? Ja. Bruder, was Und das falsch war's. bei dir? Wir sind da rein, der Club war voll mit 16-Jährigen, war brutal unangenehm. Brutal. Ich habe auch mit der Barkeeperin kurz geratscht, weil ich vielleicht ein bisschen scharf gefunden habe. Ja. Mit der da geratscht und sagst du, ja, wir fühlen uns ein bisschen lost hier. Und sie so, ja, so schaut's auch aus. Danke. 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 Ja, herzlichen Dank. Danke. Wirklich. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass 4 erwachsene Typen Anfang 20 sie lost fühlen, wenn ein Haufen 16-Jährige Die einzigsten rumstehen. Leute sind im Club, die Bart hatten. Also, ein bisschen zumindest ich. Ne? Ach so, ich habe keinen Bart, gell? Du hast Bart, habe ich gesagt. Ich hab nur ein bisschen Bart, habe ich gesagt. Ja. Arschloch, hör doch gescheit zu. Ich muss ein bisschen wieder sauber Deutsch lernen. ausgeschaut davon. Schon, gell? Ja. An Die sich sind da jetzt das sehr, echt sehr gerne trüb. jetzt nochmal durchwaschen und nein, Maß erfüllen. Aber Das wäre Bier. es wäre Bierverschwendung, ja. Ja. Und das Bier Deswegen schmeckt ja ätzen wir es trotzdem. jetzt und da mal eine zweite. Round 2. And fight. Ich finde es interessant, wenn man Maß nach Steak riecht. Ein bisschen, stimmt, ja. Weißt du, was ich glaube? Was? Ich glaube, dass die abgewaschen war und tatsächlich sauber war. Stimmt, ich wegen glaube, den- aber den Beamer hast du gesehen, gell? Ja. Ich glaube, dass von den Smash-Burgern die Fettablagerung Waren ja einfach reingegangen direkt sind. über dem Ja. Ding, ja. Ich glaube, dass das deswegen Stimmt. so ist, nicht, dass die nicht sauber waren. Sondern die waren sauber und ich hab's wieder dreckig Alter, gemacht. jetzt mein Beamer sagen müssen, der war so voll gefettet, dass die Linsen, da war kein Kontrast mehr da bei dem Beutel. Die Linsen, die war komplett einfach nur so Mit einem nebelig Fettfilm. einfach. Ja, Kompletten so. Fettfilm drauf Ja. gehabt. Natürlich, so wie jetzt ihr mich kennt, habe ich es natürlich äußerst konform und regelgerecht sauber gemacht. Natürlich. Mit einem Tüchel und mit dieser gekonnten Bewegung. Und dann war das Ding wieder sauber. Perfekt. Und es war schneller sauber als jemals zuvor. Das wollte ich jetzt bloß einmal kurz das sagen. Ja, mache. Was ihr daraus macht, ist eine Überlegung. Ja. Meine Insta-DMs sind offen. Falls ihr mal einen Beamer-Reiniger braucht. Schreibt's an Thomas. Auf jeden Fall waren wir dann am Freitag da in dieser Bar. War komplett scheiße. Dann sind wir raus.
Dann sind wir in Sweets. Sweets hieß, stimmt, ja. Weißt du, diese Diskussion hat mich so aufgeregt. So, der Martin die ganze Zeit, fahren wir doch in die Nulle. Ja, nein, wir fahren nicht niemals, in die Nulle, weil ich sorry. zahle keine 13,50 für einen Wodka Lemon. Für einen schlechten, Ei. für einen schlechten Wodka Lemon. Siege nicht Ei. Dann haben wir alle haben gesagt, fast einstimmig, bis halt natürlich auf den Martin, haben gesagt, fahren wir ins Nager. Ja. Bier 2 Euro, Wodka Lemon 3,50 Euro, Shot 1 Euro. Mega geil. Hätte man's Konntest komplett dich besaufen besaufen können. Konntest dich umnieten ohne Ende. Und das wäre nicht mal weit weg Und der gewesen. Martin war der Einzige, der gesagt hat, nein. Ja. Und was haben wir dann gemacht? Dann sind wir in Sweets. Ja. Da waren wir im Sweets. Da war die Stimmung okay. Dann waren wir da. Wir waren Und einfach der da. DJ war beschissen. Man kann das nicht DJ nennen. Der hat eine YouTube-Playlist abgespielt und das war's. Und der Maxi ist von sehr betrunkenen Damen angefasst worden. Stimmt. Ich glaube, meine Spülmaschine ist fertig. Glaube ich, ja. Ich erst, ja. Man schaut, der Michel ist spannend und die. Ja. Naja. Nee, das war automatisch, okay. Aber Haar auf der Na. Zunge. Na, aber da waren wir auch nicht lange. Da waren wir echt nicht lange. Also, ich habe mir gesagt, bis 2 können wir es aushalten. Und um halb 2 habe ich gesagt, so wie wir jetzt schon langsam mal fahren. Und da habe ich ehrlich keinen Bock mehr gehabt. Also, da war ich schon wirklich. Aber am da Arsch. hat man bei jedem gemerkt, keiner hatte irgendwie mehr richtig Na, Lust. aber es hat einfach so lang gedauert. Ja. Du und ich sind dann mal raus auf eine geheime Mission gegangen. Ja. Und haben uns da von der Gruppe abgewendet. Jeder ist irgendwie nüchtern worden. Das war einfach, es war nicht so schön, wie man sich es vorstellt. Na, das war jetzt nicht der beste Abend von uns. Na. Aber die Rückfahrt war okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ich fand die Fahrt witziger als der Clubabend an sich. Absolut. Aber ich fand auch, Samstag haben wir uns ja eh nochmal alle getroffen. Haben wir Rocket League und sowas Ich habe gezockt. das ganze Wochenende bei mir geschlafen. Ja. Ja, wir haben uns nicht getroffen. Du bist auf meiner Ich Couch meine, aufgewacht. die anderen Leute sind einfach wieder hergekommen und gefahren. Simon zum Beispiel oder Martin. Die meine ich jetzt damit. Okay. Nicht Ja, die Stammgäste. die Stammgäste, du und Maxi, war das ganze Wochenende bei mir Ja, auf der eben. Couch gelegt. Brutal, das kannst du nicht ausdenken. Aber Samstag haben wir wirklich entspannt gemacht. Und wir hatten auf einmal. Nur 8 Smashburger pro Person fressen, Alter. Ich wollte es gerade sagen, Brutal, Mensch. ihr fetten Schweine. Ich wollte die Situation gerade mal erklären, wie es entstanden ist. Entschuldigung. Wir wollten eigentlich Schweinebraten essen gehen. Das war ja der Plan eigentlich am Samstag. Na, war nicht der Plan, das war Option. Eine Überlegung. Überlegung, ja. Und dann gehe ich auf Insta und sehe so ein Video von einem Smashburger. Und ich so, boah, ein Smashburger wäre jetzt schon heftig, ne? Und also, boah, lass halt welche machen. Ja. Es ist Samstag, lass einkaufen fahren. Wir machen jetzt welche. Vor allem, es war so unendlich billig. Ja, voll. Wir haben Pfand abgegeben noch währenddessen. Also Für selbst 16 ohne, Euro. selbst ohne Pfand waren das 2 Das Smashburger. waren 20 Euro. Natürlich ohne Beilage, aber es waren 2 Also wir müssen das Steak Smashburger. müssen wir wegrechnen, bin ich ehrlich. Pro Dann Person? wären es grob, keine Ahnung, 20, 30 Euro gewesen. Insgesamt, nur für die Ja, Smashburger. aber wir waren zu viert, also Ja. du zahlst du nichts. Ja, also das ist war gar wirklich nichts, gar nichts. Das war geil. Ja. Und vor allem, du bist nach einem Smashburger, bist du schon so, ja, einer dann vielleicht noch gehen und dann isst du den zweiten, dann bist du brachial voll. Weil, Bist du wirklich da, Also die okay, erste der Michel Runde- vielleicht nicht, der Michel hat wahrscheinlich sagen so, ich brauche nur einen 4. Aber wir waren alle echt voll. Der Martin Ja, ist auf das den war Boden brutal. geflackt und nur auf den Boden rumgerobbt, weil er es nicht mehr packt hat. Der Maxi ist da geguckt, ja, weißt schon. Und ich war voll. Und du warst du. voll. Die kann man nicht beschreiben, du bist einfach nur Bastard. Na, Schmarrn. Danke. Ich habe mir die Mühe gemacht wegen des Kochen, ne? Alter, ja, das war crazy. Und jede scheiß Ladung Zwiebeln angezündet. Das ist halt der Geschmack, ne? Das ist halt der Dieser ne? Geschmack, du kannst War nicht erreichen. gelogen. Ich war ich schwör. Vajelojen. Gut. Du hast Ja, aber- gesagt, du liebst mich. Vajelojen. Ja, Ja. ich selber, gell? Ja, merke ich. Sag's mal, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Merkst du Vajelojen. selber. War gelogen. Ja, aber Thomas, was würdest du sagen vom Geschmack her? Wie gut waren diese Burger? Also ich muss schon sagen, in meinem Leben habe ich echt sehr, sehr viel Burger gegessen. Ja. Und ich habe sehr, sehr viel extrem gute Burger gegessen. Amerika, in Denny's, war einer der besten Burger meines Lebens. Meiner Meinung nach stimmen mir ein paar Leute, die mit mir dabei waren, Los Brutalos, stimmen mir zu. Einer der besten Burger. Los Brutalos hat einmal für mich Burger gemacht. Ja. Unfassbar geil. Wo habe ich dann dieses Beef Buddies, wo wir auch Smashburger gegessen Der war haben. auch sehr, sehr geil. Wirklich gut. Und dann, sagen wir jetzt einmal so, der beste Burger, den ich jemals gegessen habe, jetzt einmal so allgemein, also privat und in Restaurants, der ist so Und gewerblich, ne? ungefähr hier
und für die Leute, die jetzt bei Spotify zuhören, ungefähr bei 80%. Und der Burger von Kevin ist hier bei 100%. Das ist der war schon echt Ding, sehr, sehr gottlos. Dieses Ding habe ich in die Hand genommen, und es hat getropft und es hat Soße verloren, die selber gemacht war übrigens. Und eine eigene Burgersoße. Und ich glaube, ich habe es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, aber ich habe über meinen Mund abgespritzt. Also ich bin über meinen Mund, hatte ich einen Orgasmus. Das war das Geilste, also einer der, wenn nicht sogar die geilste Sache, die ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Und der Kevin macht richtig, richtig gute Steaks. Danke. Und das ist unfassbar. Und ich aber betreibe gerade brutales Meatriding, aber dieser Smash-Burger, ich fand das auch, war der war, beste Burger, den ich in meinem Leben ich fand, der gegessen war habe. außen mal ein bisschen knusprig, so wie er gehört. Und er war nicht zu fettig, sondern saftig. Nicht fettig, sondern saftig. Unfassbar, das war halt das Ding. was das ausmacht. Ja. Dieses einfach nur das Hackfleisch-Reidrucker. Und vor allem, das war Kaufland-Hackfleisch. Das war kein Premium-Hackfleisch, das war einfach nur Kaufland gemischtes Hackfleisch. Wir bringen übrigens, wenn es euch interessiert, schauen wir, dass wir bist du eigentlich nächste Woche dabei? Wo bin ich dabei? Nockerberg? Starkbierfest? Mhm. Ja, ich glaube, ich habe gerade angerufen, Mensch. Ja, schau da mal. Soll ich mal schauen? Ja, geht mal drum. Ja, jetzt ist es zu spät. Hallo, du hast die Softbox verschoben. Schieb's zurück. Du Trotteltau. Wer wird dir denn angerufen? Komm, welche Liebschaft? Meine Mama. Dann rufen wir. Komm. Rufst du mal Sollen wir es mal anrufen? Rufst du mal zurück. Warte, du kriegst für dein Handy kriegst du mein Mikrofon. So? Ja. Dann machen wir es so. Lautsprecher und du kriegst mein Mikrofon. Ja. Schauen wir mal. Mama, Hi. wir sind gerade beim Podcast aufnehmen. Willst du irgendwas sagen? Nein, dann nicht. Okay. Tschüss. Ciao. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Ja, so vielen dazu, ne? Wow. Ich hab gedacht, da kommt jetzt irgendwie mehr. Ja, dachte ich auch. Schade. Ich hätte fragen sollen, willst du irgendwen grüßen? Kevin, du hast wieder eine vollgeschissene Unterhose im Flur liegen lassen. Das würde sie niemals sagen. Es sind Tangas. Es sind vollgeschissene Maske. Oh Gott. Na, aber dieser Burger war. Ja. Boah. Na, ohne Scheiß. Wenn ich, Ja, wir wenn haben ich die mir ja eine Mittagsstunde Sache gemacht, wünschen, gell? wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, die ich bis an mein Lebensende essen will, dann ist es diese Sache. Und so gut waren die. Und jetzt, weißt du, ich hab meine Chefs angeboten, so, gesagt, so, jetzt fahren wir jetzt eigentlich mal ein Steak oder Burger oder so ein Scheiß. Ja. Und der Kevin macht die. Ich habe irgendwie Angst, dass das dann bei denen nicht so gut schmeckt wie hier. So, weißt du, ich meine? Weil also Ja. meine Ja. Chefs sind schon judgy. Weiß Also, ich. also Los Brutalos, die sind judgy. Ich finde, ohne Ende. ich musste mich auch irgendwie, ich sag mal, beweisenmäßig bei denen. Grob. Würde ich behaupten. Du hast die immer noch nicht bewiesen, aber du bist denen auf jeden Fall. im Kopf geblieben. Falls der Engler jetzt Stimmt. zuhört, Ja, hör mal kurz weg. Du bist denen lieber als der Engler. das ist gut. Na, aber ich sag mal, bei Backstage, wo ich den Merch verkauft habe, ich finde, da habe ich schon so ein wildes Bild von mir gemacht, besoffen Merch verkauft und zwar gut und zwar auch ein paar Leute abgezockt, aber das ist ja eine andere Frage. Aber es war eher als Scherz gemeint, aber wenn man trotzdem das Geld in die Hand gelegt hat, mir so, ja, okay, dann halt muss ich ja akzeptieren, ne? Mikrofon müde, Mikrofon schlafen. Und nicht schon wieder. No, du hast noch nicht frei, du Türke. Echt so. Na, das war der Samstag. Mittags haben wir die ersten Smashburger gemacht und dann dachten wir uns so, yo, die waren so heftig, wir gehen jetzt nochmal einkaufen und machen sie nochmal. Wir haben es wirklich abends halt nochmal gemacht. Ja. Das ist so geil. Und dann abends nochmal gekocht, gell? Ich und Kevin zusammengeschrien, weil ich meine ganze Wohnung aufgeräumt habe und der meine Küche schon wieder verunstaltet hat. Aber am ich habe Ende. sie dann beim ersten Mal sauber gemacht, aber beim zweiten Mal, ich hatte keine Kraft mehr, ich schwör's dir. Ich bin da mittags 1,5 Stunden Ja, an der ist gut, Küche du und der Maxi gestanden. habt sie ja hergerichtet und ich hab's dann aufgeräumt, das ist ja kein Thema. Das ist, da kann man sich schon abwechseln, aber das war dann so geil und dann sind wir da geguckt, haben ein bisschen tatsächlich, wir haben kein Bier getrunken, ausnahmsweise. Ich glaube, wir haben 2 halbe getrunken. Ja, das ist ja nix. Und dann haben wir Rocket League gespielt Ja. und das war so lustig. Das war Weil total Maxi witzig. war unendlich scheiße, du bist sowieso unendlich scheiße, ich bin so, Ganz kurz, ich bin schlecht. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, Rocket zu spielen. Da habe ich dich die ganze Zeit zusammengefahren und Benny Machst du später. immer noch? Ab und zu mal. Nicht mehr so oft. Machst du immer noch. Aber Maxi,
Er hat so einen Fokus auf mich gehabt, der hat mich jedes Mal zusammengefahren. Aber auf uns und beide, deswegen, und ich weiß ja, nicht, wie das hat gewirkt, als hat er uns beide gleichzeitig er zusammenfahren. hat den Ball nicht gejagt, er hat uns gejagt, gefühlt. Aber schau mal, er ist ja die ganze Zeit so da guckt so. Ja, ich hab's durchgedacht. Er ist richtig, Der Mann aber hat richtig so happy. Oft, der hat noch nie so, also normalerweise schaut er immer so entspannt, seine Ja, so ein Augen so bisschen auf gechillt. Halbmaske Ja. und dann spielt er Rocket League auf einmal seine Augen komplett aufgerissen, als hätte er jetzt gerade den größten Koks-Trip aller Für die Zeiten. Leute, die auf YouTube zuschauen. Voila, Bitteschön. Genau so hat er geschaut. voila, Wallah. voila. Oh, es war, no. Es war, Kannst- also kannst du Samstag nicht fand ich ein richtig geiler, gribbiger Jungsabend. Vor allem Simon kam ja dann noch später vorbei. Genau, wir haben ja. ja noch Songwriting gemacht. Für einen Song, der tatsächlich auf Tomja rauskommt, weil der ist für mich, für meinen privaten Account, ist der zu sauflastig. Ja. Ich habe aber den kompletten Part, den wir geschrieben haben, nochmal überschrieben mit Michi halt. Echt? Ja, Sehr geil. ich war dann so abgefuckt. Ich habe 50 Takes braucht und habe das nicht flown können und das hat mich richtig aufgeregt. Ja, okay. Und dann habe ich mein Zeigel fertig gemacht und dann bin ich gefahren. Das hat ewig lang gedauert halt. Passiert. Auf jeden Fall das Ganze gemacht. Haben Lyrics geschrieben, haben voll die Gaudi gehabt. Ich war so demotiviert tatsächlich zum Musik machen. Ja. Ich bin zurzeit sowieso richtig demotiviert, was Musik angeht. Finde ich schade. Aber der Song, Ja. der wird euch gefallen. Auf jeden Das Fall. ist- das ist tatsächlich- Das wird ein Kracher. Dieser Song ist tatsächlich nochmal eine andere Liga an dumm. Ich würde ihn grob als simpel, aber nicht zu simpel. Und vom Text her. Kleiner ich kenn jetzt den alten. kleiner Spoiler, Ja. der Song hat 4 verschiedene Drops. 4. 4. Nicht 3, nicht 5, 4. Aber 4 reimt sich auch auf Bier. Also Bier ist gut und Und 4 ist deswegen 4. Prost. Sackgesichter. Naja, das haben wir noch gemacht. Und dann ist Simon gefahren, nachdem wir dann 2 Ja, wir haben Stunden noch da Bierpong geguckt gespielt, ne? sind. Ja, Haben wir auch noch. Wo der Maxi und ich mit dem Team waren. Ich als Mexikaner eigentlich das ganze Wochenende verkleidet. Nur zum Du warst verkleidet? Oha. Nicht aufgefallen? Nein. Ich dachte, das bist du. Ja, weil der Maxi und ich waren einfach in einem Team Ja. gegen Thomas und Simon. Nö. Wir haben 2-mal gewonnen. Doch. Aber auch nicht mal, ich sag mal, nicht schön gewonnen. Halt eher ehrenlos gewonnen. Und das nach dem Battle, was passiert ist, wo der Simon mir hinterhergerannt ist, mit einem Kübel voller Wasser und den Mexikaner gejagt hat. Da weiß ich nichts mehr davon. Ich glaube, da gibt es noch Videomaterial Stellen Sie dafür. mir vor das Gericht, ich weiß gar nichts davon. Ich habe dieses Videomaterial noch nie in meinem Leben gesehen, euer Ehren. Es ist ja eher der Simon, der am Arsch ist. Weil der jagt einen Mexikaner. Euer Ehren, ich habe das Videomaterial noch nie gesehen und ich werde Obwohl- gegen meinen besten Freund nicht aussagen. Ich werde niemals Anzeige starten, weil ich hatte selber eine Waffe in der Hand. Rein theoretisch, praktisch. Ach, du hast die scheiß Wasserbistole Ja. in der Hand gehabt, gell, du Arschloch. Was, der spritzt uns ab und dann haben wir keinen Bock mehr und dann holen wir die Bierpongbecher und schütten sie ihm ins Gesicht, das Arschloch. Ganz kurz, Thomas, schau mal diesen Fettfilm in meiner Masse Ja, an. Das ist same, echt brutal. same. Das ist echt ein bisschen widerlich. Hä? Na, Aber trinken, besser. Wir trinken gerade nur mal die Smashburger. Stimmt. Oh, schmeckt ihn aber nicht. Aber was ist denn am Sonntag passiert? Stimmt, da war ja Faschingsumzug in Tölz. Dieses Wochenende war schon wieder viel zu schlimm. Entschuldigung. Warte, ich habe noch die Überrück mich Gitarren. Jetzt ist es vorbei. Gut, danke. Sollte man gehört haben. Ich hoff's. Wollen würden. Schaut auf Vielleicht, jeden Fall so aus, ja? Warte. Bisschen. Ja doch, das hat man gehört, oder? Das hätte man auf jeden Fall gehört. Danke. Das war jetzt unerwartet, Sehr gut, Thomas. dass ich den Bass noch davor hänge. Aber Stimmt. Haben wir voll vergessen. ja, ich hab das jetzt Machen wir aber schnell, auch- oder? Ja. Gibst du mal her. Dann legen wir es hier neben uns, oder? Oder machst du es rüber? Man hört gar nichts von dem Bass. Nein. Alter. Soll ich dein Mikrofon hinhalten? Vielleicht dann? Ich kann nicht spielen, wenn ich besoffen bin. Aber bin ich besoffen? Das ist halt jetzt die Frage.
Ja, es ist jetzt eine gute Frage, ne? Thomas. Ich hoffe, man hat es gehört. Ganz leise wahrscheinlich, aber ist ja wurscht. Na, aber Sonntag war wild. War sehr, sehr wild. Wir sind grob, ich sag mal, um 9, halb 10 aufgestanden. Ja, Und das Erste, was ich angenehm gemacht habe. Ich habe so gut geschlafen, Mann. Ich auch, das war unglaublich. Und von Sonntag auf Das war Montag dann gleich wieder so unglaublich. Scheiße geschlafen. Wirklich, es ist insane. Ich schlafe am Wochenende gut und meine Spätzle sind da, kann ich sowieso nicht ausschlafen. Dann schlafe ich einmal so extrem gut. Ich habe den schönsten Schlaf meines Lebens gehabt. Und, Fick dich dafür, Thomas. und dann schlafe ich von Sonntag auf Montag und ich habe also eine der beschissensten Nächte seit langem gehabt und ich bin so sauer. Warum? Ja, Entschuldigung. Ja, danke. Darf ich weiter erzählen? Danke. Na, aber das Erste, was... Ja, erzähl weiter, komm. Also ihr müsst euch vorstellen, nur grob. Thomas hat so sein eigenes Zimmer an sich, ne? Wo er sein Bett hat. Jeder, der hier bei mir übernachtet, Hat ein eigenes Zimmer. Ein eigenes Zimmer. Ja. Und das müsst ihr mir vorstellen. Ich habe 2 Spätzle hier und dann kriegt jeder sein eigenes Zimmer. Ja. Oder seine eigene Couch. Diesen Luxus. Ja, oder ich habe 3 Spätzle da und dann kriegt jeder seine eigene Couch. Also meine Couch ist die im Wohnzimmer von ihm. Ja. Und Wohnzimmer, Küche ist verbunden, ne? Ja. Und der Rest schläft halt einfach im Studio. Ja. Weil diese weiße Couch ist meine Couch. Die habe ich schon Ja, reserviert. der Maxi schläft immer hier so und Auf dann der, der Rest schläft halt hier. haben 2 Leute Platz, ja. Ja. Na, und der Thomas, wenn er Richtung uns kommt, kommt er erst in das Wohnzimmer, wo ich halt penne. Und wir schauen uns beide gegenseitig an und zeigen uns gleichzeitig, wirklich synchron den Mittelfinger. Und die erste Reaktion, was ich dann mache, nachdem er auf die Toilette gegangen ist, was die auch noch im Wohnzimmer ist, bin zum Kühlschrank gegangen, hab mir ein Bier aufgemacht. Und mir kannst mit, du scheiß Banause. Ja, du bist Aber dann, da müssen wir auch noch mal drüber reden, ins was Ding wir am gefahren. Freitag, oder mal kurzer Zeitsprung zurück, was wir am Freitag gemacht haben. Und zwar, da müsst ihr euch einmal vorstellen, wir sind beim Bierpunkt gewesen. Kevin und ich spielen das erste Mal seit langem wieder im Team, gell? Und stehen hinten und dann kommt Annabelle daher und nimmt sie einfach eins von die Biere, die da stehen. Und wir mal beide dachten, das ist Horror. unser Bier. Horror. Und dann läuft die Mistbritschen, sage ich jetzt wirklich. Na, Schmarrn. Nimmt ihr das Bier und läuft weg und der Kevin und ich, heute, das ist mein Bier, wirklich auch wieder gleichzeitig. Ja. Und dann sagen wir wirklich zu 100% also sie sagt dann so, das ist doch wurscht. Und dann sagen wir wirklich wieder 100% synchron, ja. sagen wir wieder, nicht wenn es um Bier geht. Und sie Geilste dreht Scheiß sich um und überhaupt. schaut uns an. Und wir Warte, so wie was? wie die größten Alkoholiker Pokerface aufgehabt und schauen so an. Ja. Was riecht so? Nein, das geht nicht. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein, du kannst doch nicht einfach unser Bier nehmen. Aber er hat sich dann rausgestellt, dass ihr Bier war. Ja. Aber es geht ums Prinzip. Es geht ums Und man Prinzip. macht keinen Spaß, wenn es um Bier geht. Nein. Das ist wirklich krank. Auf jeden Fall. Bier erstes ist Bier aufgemacht. Leben. Genau. Ja. Sonntag, erstes Bier aufgemacht. Wir sind drüben geguckt bei meinen Eltern und haben Kaffee gesoffen, haben Hallo zu meiner Nichte gesagt. Ich nicht, ich habe mein Bier getrunken. Du warst auch mit drüben. Ja, aber ich habe mein Bier getrunken, kein Kaffee. Ja. Ja. Ich hab, was ist ich getrunken? Irgendwas. Auf jeden Fall dann mein Paar fahren uns runter und dann da ich im Hundekostüm mit 3 verschissenen Mexikanern, Entschuldigung, 2 verschissene Mexikaner und einem Einhorn gingen da Fun hin. Fact, Michel war das Einhorn. Wir müssen ein bisschen mehr ausformulieren, Ja, glaube ich. Michael war das Einhorn. Ja. Und Maxi dann, war ein Mexikaner. Dann mit hocken mir. wir uns an Isarbrücken, gell, gingen da vorbei, dann sind ein paar reizende Damen mittleren Alters, sind auf uns zugekommen, möchten ein Stammball kaufen. Sagen wir, ja klar, natürlich möchte ich ein Nehmen wir Stammball einen, kaufen, jawohl. ist ja gar kein Problem. Für einen Zwickel geht das schon. Für einen Zwickel, 4 Stammball, 8 €, haben wir uns reingepfeffert, gell. Und waren wir da vorne in der Bar, haben uns noch eine Weghalbe geholt, dann hocken wir uns hier an Isarbrücken, da überhalb vom Isarkai. Man darf hocken wir nicht uns dann vergessen, hin. ich hab Und noch dann einen- kommt eine Dame runter und sagt zu uns, ja, ihr wisst vielleicht schon, wie viel Uhr es ist. Und wir so, ja, 12, die werden jetzt dann bald vorbeifahren, oder? Die kommen bis um 3:30 nicht. No, gelegt mir wurscht. Ja, stimmt, die standen in der Marktstraße. Ja. Ja. Hätten wir uns die ganze Zeit anschauen können, hätten wir die ganze Zeit viel Leute kennenlernen können. Aber weißt du, was wir dann gemacht haben? Man darf wir den, haben warte, gehört- Thomas, man darf den Jägermeister nicht vergessen. Ja, der Kevin der war hat Flachmann wichtig. dabei gehabt. Ja, mit sehr viel Auf jeden Jägermeister. Fall sind wir dann zurück in die Bar, weil wir gehört haben, dass der Tom, der Chef von Ja. der Bar, hat seine neuen Boxen Die ausbackelt. geisteskrank waren. Holy 1,3 shit. Kilowatt Sinus, 137 Dezibel Lautstärke. Ja. Durchgehend. Unfassbar. Durchgehend. Und dann gehen wir da hin, dann nehmen wir so ein bisschen Blätter her, Ja.
haben am TomTom sein Vertrauen gewonnen. Mal wieder. Augenzwinkern. Und dann geht er rein Bar und wir stehen draußen am DJ-Pult. Was machen wir? Erst einmal Bier, Mann, das leckt mich aber an. Dann halt erst einmal ganz tolles Tomjow genießen dürfen. Der ganze Faschingszug mit 30.000 Menschen und erst einmal Biermann her. Nicht nur diesen Eimerer. Nicht diesen Almenmann. Ja, natürlich Wackelkontakt habe ich dann auch schon Oma. Leider Gottes. Auf jeden Fall haben wir das dann auch gemacht und dann haben wir uns so zum Krüppel gesoffen und eine Person in unserer Gruppe hat sich das zum Krüppelsaufen viel zu ernst genommen. Und diese Person haut gerade draußen vor dieser Tür, wo die Kamera ist, so grob. Und diese Heißt Michel. Aber a.k.a. Weißbierbilly, der a.k.a. sagt, dass er so viel Einhorn. vertragt. Ja, genau. Der war irgendeinem Punkt. Ich habe noch genau einen Snap, wann er, ich sag mal, für die Freundesgruppe gestorben ist. Das ist so brutal. Er ist irgendwann einfach nur auf der Bank geflackt. Ja, der ist einfach eingeschlafen. Aber er hat davor noch seinen Vater angerufen. Und wir haben das alle nicht gewusst. Irgendwer hat gesagt, ich glaube, der hat irgendwie telefoniert und bla bla bla. Simon hat das gesagt, ja. Und wir waren uns alle nicht sicher, weil der hat wirklich 1,5 Stunden da gepennt. Und das war's. Das und es ist keiner gekommen. Ich habe mir noch auf seinen Bauch geguckt, weil ich es lustig fand. Und dann ist er reingelaufen. Anstatt dass er einfach vor seine Fiers erst draußen geflaggt. Geflaggt. Anstatt dass er irgendwie draußen hinkotzt, läuft er in die Bar und kotzt neben die Toiletten. Kommt er wieder raus und flaggt sie auf die gleiche Bank. Ja. Und dann kommt sein Papa, gell? Ich will noch davor sagen, ich habe sein Telefon bekommen, ich habe den Gesichtscode noch gedingst da von ihm und habe dann versucht, die ganze Fam von ihm anzurufen. Und die einzigste Person, die ich erreicht habe, war seine Schwester. Und ich gehe an dieses Telefon und ich sag nur, hi Michel. Ich so, nein, Kevin. Ihre Antwort einfach nur so, besoffen? Ich, ja. Er, wo abholen? Also sie, wo abholen? So, Bar, Tölz. So, passt, ich bin in einer halben Stunde da. Und 5 Minuten später, glaube ich, kam der Vater, oder 10 Minuten später. Ja. Und dann haben wir seine Schwester Selfie geschickt. Stimmt, ja. Weil Stimmt. Habe ich dir die Antwort eigentlich gezeigt? Ich fand das sehr, sehr witzig tatsächlich. Okay. Bitte hat sie gesagt, dass ich so gut ausschaue. Das war das Selfie, was wir geschickt haben. Und dann. Ich beschreibe es mal ganz kurz. Das ist eine Dartscheibe, wo oben rechts ein Pfeil steckt in der Tür, wo wir draufsteht, wo sie korrigiert hat, ihr mit Sternchen. Und auf der Dartscheibe steht einen ruhigen. Ja, genau. Knapp dran vorbeigeschlittert, würde ich sagen. Also es ist Gruppenmeter weg. Also, dass der Michel als erstes ausscheidet, das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Und dass ich Michel kotzen sehe, das habe ich schon einmal gedacht, dass es passiert, aber vor allem, Thomas, nicht am Sonntag. Vor allem, der hat genauso viel gesoffen wie wir. Aber wir haben auch kaum was gegessen. Also ich habe eine halbe Wurstsemmel gefressen. Genau, der Unterschied ist, der Michel hat genauso viel gesoffen wie wir, bloß hat er diese Wurst gegessen, die wir gegessen haben. Und ich glaube, die hat er rausgerissen. Komplett set. Ohne Scheiß. Und ich habe einmal Zwischenwasser gesoffen. Und ich glaube, die hat es bei mir rausgerissen. Bei mir ist nach dem Zwischenwasser so gut gegangen. Ich habe nur Jägermeister und Bier und nur Jägermeister. Aber du musst dir vorstellen, ich war einmal kurz so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich schon ein bisschen zu besoffen. Und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich mal Wasser raus. Und Wasser geholt, ja klar, ein bisschen Pussy-Move, aber ich möchte lang saufen und nicht einfach nur da hingehen, um 2 Stunden zum Saufen und heim zum Fahren. Ich heiße nicht Prägler. Bier ist auch Wasser. Also auf jeden Fall, genau, ist ja. Okay. Und ich habe mir dann ein Wasser geholt, habe das getrunken, dann ist mir super gegangen. Auf einmal mein Elan-Level wieder nach 100 Milliarden nach oben gehen und dann wollte ich die ganze Zeit fortgehen und die anderen Wichser, die kein Wasser drin haben, die anderen Wichser alle so, wo möchten jetzt noch hin? Ist doch alles langweilig, ist da schon alles vorbei, gell? Thomas, ja. Du vergisst einen wichtigen Step. Ich habe übertrieben schon wieder. Du vergisst einen wichtigen Step. Meine Eltern kamen auf einmal hinter uns von der Bar. Und ich hab gedacht, wir haben die vorhin getroffen und ich habe gedacht, dass sie schon gefahren sind mit dem Zug. Ja. Und auf einmal, ich rede mit Martin, der kam ja auch noch. Na? Doch. Doch. Konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass der mich angefahren hat. Na, aber dann kam der Martin, ich so, meine Eltern waren auch vorhin da und auf einmal kommen meine Eltern hinter mir angesprungen, mein Vater als Faultier verkleidet, meine Mama als Clown, wie jedes Jahr, komplett am Abfeiern, mit einem Bier in der Hand, alles mögliche, stoßen mit jedem an
Ja. Hat mit meinem Vater noch sehr, sehr witzige Bilder gemacht. Und auf einmal war die Stimmung wieder brutal da und dann hat der Thomas auch gesagt, ja komm, scheiß drauf, bleib mal hier und bla bla bla, schieß mich tot. Hast du gesagt. Hast du Beweise? Mein Halt's mal. Vater. Auf jeden Fall. Da mein Bier fast leer ist, da ist jetzt kein Exen. Es gab Ja. ja zwar noch ein bisschen was von dem Abend zum Verzeihen, aber jetzt in diesem Moment scheiße ich auf euch Podcast zu hören, aber ich würd möchte noch- mein Bier aufhören und ich Okay, hab von mir Hunger. aus. Ja, Hunger habe ich Auf auch, jeden Fall, leck mich am kurze Arsch. Zusammenfassung. Wir haben meinen kleinen Bruder noch gesucht, wir haben meinen kleinen Bruder noch gefunden, dann haben wir uns das Auto hinten reingeschmissen und dann haben wir uns alle warm gefahren und dann sind wir bei mir noch 2 Stunden lang daheim geguckt und haben geratscht, haben eine gute Zeit gehabt, haben brutal viel Musik gehört und haben brutal viel gelästert über andere Menschen. Und das Genau. war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus. Wie immer, nächste Woche wieder Mittwoch um 15 Uhr sind wir für euch da und verzeihen uns wieder die Dumme brutalsten Saufstories. Saufgeschichten, die es gibt. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ihr mal Bock habt auf ein Koch-Tutorial von Kevin. Stimmt. Aber jetzt eher mal gesagt, machen wir jetzt mal ein YouTube-Video, wo der Kevin einfach 1:1 Oder sagt, was er TikToks, frisst und wir ja. währenddessen saufen. Gott, dass du mich unterbrochen hast, du Arschloch. Auf jeden Fall bringen wir mal ein Format raus, wo der Kevin kocht und wir uns besaufen. Das war nämlich so geil. Und da lasse ich mich singen. Ja, Schreibt voll. mal bitte in die Kommentare, ob ihr Echt euch so. da auch singen darf, weil War schon wild. also, man, wir, Ich sind wär jetzt, dabei. wir sind jetzt Top 250 Podcasts in Echt so? Deutschland. Hallo. So, du kannst ja mal Kommentare schreiben. Welche Nein. Kommentare? Nein, die like jemand Fick auf uns. Echt auf so. jeden Fall, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und Habe Prost. Dere. Lasst euch schmecken, das Bier. Und sauft's zu. Echt so. Habe einen Norgal übrig lassen. Schlimm. Mir fast schlecht fühlt, warte. Perfekt. Ja, bei Ich mir bin kommt ein keiner. Elch. Was ist dann? Habe Bis dann. Dere, servus. Ciao.